Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. So, du hätten uns die Gegner das letzte Mal nicht mehr im Ruhe lassen können, aber hier tummeln sich die Ratter und 50 Juwelen haben die bei sich. Ah na, und Öl haben sie auch noch im Blut, die Viecher. Das sind aber ein paar Drecksviecher, ah na. Okay, da können wir mal nicht durchschluppen. Machen fertig das Sauerblob. Na toll, jetzt hat es auch noch die Energie vom Hund abgezerrt. Wo der doch so schön drauf gespart hat, den super Angriff machen zu können. Attacke! Sehr gut. Ackermann erreicht Level 15. Aber die Gegner geben offensichtlich ordentlich Erfahrungspunkte. Du hast mal in der letzten Episode gelernt, geh nicht in alles rein, was drücken kannst. Ach na, jetzt ist der ja schon wieder da. Gibt's doch gar nicht. So, da können wir auch nicht durch. Wir sind nur direkt hier die Fackel. Da können wir auch nicht durchschluppen. Und hier ist noch zu. Leverwurst, Attacke. Ja, sehr gut. So wird's gemacht. Nö, der Schalter bringt offensichtlich nichts, dass du der runter geht. Dann müssen wir also ein bisschen weiter gucken. Da unten waren ja auch noch so ein paar freundliche Saatüren. Und die Brücke ist immer noch kaputt, okay. Und da ging es auch noch wohin. So, jetzt kommt der Hund sogar hinterher. Und das Tor geht auf. Da haben wir wieder was aufgeknallt. Mit so einem richtigen Batsch. Mit Schmackes wird das gemacht. Und Attacke. Sehr schön. 2 auf einmal geknackt. Hier unten finden wir nichts weiter mehr. Nee, da können wir auch nicht durch die Wände schluppen. Nö. Okay. Also dann wieder weiter. Und da ist noch ein Gesicht. Und da ist ein Gesicht. Und da sehe ich auch noch eins. Und hier und hier und hier. Aha, jetzt haben wir den Weg also auch geöffnet. Und uns ging's wahrscheinlich nur um das Gesicht ohne links in der Ecke, was wir da bei der Saattür freigeschaltet haben. Das heißt, wir können jetzt auch wieder aus dem Gebiet rausgehen. Ja, das ist erfolgreich absolviert. Und jetzt ist uns das definitiv sehr, sehr nützlich. Alle hopp, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Gebiet, was wir freischalten müssen. Und zwar mag ich aber erstmal nur folgendes gucken. Okay, unser Waffenlevel könnte auch bald anstehen. Gut, dankeschön. Ja, jetzt fehlt nur noch das rechts over das Gebiet. Da müssen wir jetzt nur noch reingehen. Dumm. Und da gibt es noch einen Zwischenboss, habe ich noch, glaube ich, in Erinnerung, dass du am Ende vom Gebiet ein Zwischenboss lauert. Okay, da ist nichts. Oh, sehr gut, sehr, sehr gut. Der macht richtig fett Schade hier und sein gute Leverwurst, unseren getreue, unseren wunderbare, einmalige Leverwurst. Autsch. Boah, woher kommen dann die Viecher überall und warum zerfallen die zu Staub? Man muss es nicht verstehen. Dass die platzen und dann zu Staub zerfallen. Irgendwie sind sie merkwürdig, die Gegner. Alle hopp. An der Wand ist das mal nix. Und ich habe den noch glücklicherweise erwischt. Leverwurst machen fertig. Sehr schön. Ich mag das, wenn der Hund einmal wirklich trifft. Durch die Ruine, durch den Schotter können wir durch. Der macht eine Brücke auf, okay. Aber ich mag erst noch mal in der Gegend checken, ob wir hier alles machen gekannt hätten, ja. Okay, da ist nichts, was wir verpasst hätten sonst. Oh Mann. Als wieder diese Blobs. Da habe ich so in der letzten Episode sehr ausführlich drüber gehabt, weil ich so Themen durchaus auch sehr faszinierend finde. Gut, und jetzt drüber. Und jetzt kommt wieder was Automatisches. Die Brücke wird eingezogen. Da kommt man nämlich durch. Und da ist wieder einer. So ein wiechter Kerl. Da kommt man nicht durch die Wand. Autsch, das war gegen der Stärke geknallt. Leverwurst, Attacke. Boah, jetzt ziehen die auch noch ständig dann was ab, die Viecher. Okay, ich sollte einmal wieder mit meiner Spezialattacke selber angreifen. Und einfach mal gucken, was ich an Schade reißen kann. Zack, sehr schön. Den kann ich auch auf einmal fertig machen. Vielleicht war der aber auch vorher auch geknackst. Mann. Gut. Aber Levels kann man hier auf jeden Fall machen in dem Gebiet. Muss man wirklich so sagen. Ui, sehr schön. Da hat es Lemo parat gehabt. Den habe ich jetzt auch noch fertig machen können. Und die Erfahrungspunkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Da gibt es 4 Stücke Wachs noch zum Abgreifen. Sehr schön. So, haben wir jetzt das Gebiet geöffnet. Autsch, das tut doch weh. Tut doch weh, Mann. Kerle. Und als Prof unter Wetter. Gott, sehr schön. Ich behalte mal aufgeladen. Da kommt ja schon immer der nächste Rievenickel gleich hinterher. Und den können wir hoffentlich jetzt so platt machen. Mann!
Mensch. Aber ein normaler Angriff dürfte eigentlich ausreichen, um den jetzt endgültig zu killen. Wenn er sich mal treffen lässt, der Säckel. Na, Allah. So kann man es natürlich auch lösen. So, dann die Sache, wir brauchen beide mal einen Krafthauch. Aber es ist definitiv die praktischste Alchemistenformel, wie ich finde. Wunderbar. Also so muss ich echt sagen, dass der Krafthauch eigentlich die Formel ist, die ich am allermeisten verwende in dem Spiel. Der ist dann zum Schluss bestimmt auf Level 15 oder so. Müssen wir mal gucken. Ich bin immer gespannt, was ich erreichen kann an Levels. Bei Secret of Evermore habe ich das mit den Levels nicht so im Kopf. Bei Terranigma ist es einfach viel prägnanter gewesen. Allein schon wegen dem, du musst mindestens Level 25 haben für die Hades-Hexe im Spieleberater Selemols, wo das so explizit drin stand. Da ist aber noch was aufgemacht. Autsch! Da voll in der Blob reingerannt. So, oh, und er hat sogar noch seine Angriffsbalke aufgefüllt und immer noch aufgefüllt. Das liegt dann immer dort dran, wenn der A greift und gleichzeitig aus Reflex verteidigt, dann wird auch sein Angriffsbalke beibehalten. Das ist sehr, sehr praktisch schon. Und sehr schön. Attacke. Gut. Da kommt schon der nächste Hanebambel angewichtelt. Aber den könnte ich jetzt eigentlich nochmal so platt machen. Un momento, por favor. Satyr, dich krieg ich. Batsch, und er platzt. Sehr schön. Gut, und er platzt wieder. Da ist noch so ein Schleimi. Aha, da habe ich offensichtlich auch schon was runter gemacht. Oh Mann, jetzt kommt da so ein Knetkopf. Und der Blob ist weg. Ah, da ist er. Platsch. Und was ist da drin? Deine Überreste in deine kärgliche... Du hast genug Nektar. Na, herzlichen Dank. Dann kann ich aber hier noch eine Brückel machen. Gelb. Wo geht's dann hier lang? Aha. Wieder in so ein kleines Gebiet. Mit Balkon sogar. Aha. Feuer hoch wohl geboren. Machen fertig. Machen fertig. Na, Mann. Arbeitskräfte heutzutage. Autsch. Wieder voll auf mein Hündchen. Klatsch, dich mache ich fertig. Und jetzt noch hier der Satyr. Komm, holen da, holen da. Sehr gut, sogar beide gekillt. Oh. Also wenn er wohl Schade reißt, dann aber richtig. Dann habe ich ganz killen können. Aber jetzt. Autsch. Dass ich jedes Mal in so ein dappisches Satyr reinrenne. Oh, noch einmal. Allhaupt, du ist wieder so ein lustiger Gegner. Und das ist der Morbius. Er ist es tatsächlich. Tötet ihn. Aber der hält ein bisschen mehr aus. Der Morbius, kann das sein? Oh ja. Yeah. 450 hat er sogar überlebt. Mann, oh Meter. Heilaura auf Leverwash. Verwirrung ist nie schön. Das ist es in keinem Super Nintendo Spiel. Eindeutig. Ja, der hält echt was aus hier, der Kerl. Boah, alter Falter. Boah, Mann, der schluckt aber auch wie ein Hooligan in der Kneipe. Mann, oh Meter. Jetzt aber. Bronzespeer habe ich jetzt erhalten. Geiler Scheiß. Dam, da, 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 dam, bam, bada, 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 bam. Yeah. Sehr schön die Sache. Was macht denn der Bronzespeer, Shanners? Der macht 30 Schade statt 20. Ich will aber trotzdem erst einmal meinen Steinzeitspeer verwenden. Und das wäre eigentlich die Halle gewesen, wo man gegen die Bestie hier kämpft. Autsch. Den Bronzespeer werde ich auf jeden Fall auch noch benutzen. Aber sobald mein Steinzeitspeer Stufe 3 erreicht hat erst. Oh, das wird gleich eng, Deswegen lieber nochmal Heiler. Leverwurst, Attacke. Krafthauch erreicht. Level 3. Sehr geiler Scheiß. Und Fatsch. Und Platsch. Leverwurst erreicht Level 15. Yeah. Ja, hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen geheimen Durchgang, durch den ich mich quetschen muss. Moment, der war glaube ich hier. Genau. Da kommen wir nämlich hier durch die Wand. Und kommen hier zum geheimen Gebiet noch. Und zwar kommen wir hier raus. Was ist denn da los? Da ist ja gar nichts. Ah doch, da geht's ja hier lang. Aber bringt uns das was? Weiß ja nicht. Dann sollte man vielleicht nochmal dort durch. Wo war dann das nochmal?
Boah, da muss man immer noch so ein bisschen rumtesten. Ne, Quatsch, das war dann hier. Kommen wir da raus, dann war das hier lang, genau. Dann kommen wir nämlich dort. Und kommen von da aus hier in das Gebiet rein. Ja, also ein bisschen umständlicher. Aber es ist auf jeden Fall wert. Ich habe es ja schon in der letzten Episode angekündigt, dass wir hier den Nachfolger vom Hitzeblitz kriegen, der eigentlich wesentlich besser ist. Na komm schon her, zeig dich. Da ist er doch. Sein Hund legt sich nochmal Penner soweit. Moronius, bist du das? 4 Schwefel habe ich gekriegt. Ich bin nicht Moronius, ich bin sein Bruder Imbicelius. Woher kennst du ihn? Hat mal eine Formel gegeben, die es mir ermöglicht hat, Grube zu überqueren. Oh, hoppla, da war das erste eigentlich vom Ackermann. Das ist ja toll. Dann kannst du hier noch im Juwele gucken. Lass mich dich mit der Feuerballformel ausrüsten. Sehr schön. Dann würde ich aber sagen, der Hitzeblitz behalten wir noch bei und machen die Schlammbombe weg. Die bringt ja sowieso nichts. Aber da ist er, der Feuerball. Ziel wird durch Feuer zerstört. Du brauchst Schwefel und 2 Prise Asche, um die Formel zu mischen. Magst du Spielstern speichern? Das wäre nur ganz praktisch. Dankeschön, ein Kolossia. Wiedersehen. Sehr schön. Wie oft kann man das Ding dann wirken? 26 Mal. Sehr, sehr geil. Sollten wir auf jeden Fall auch benutzen, der Feuerball, weil auf hohem Level ist der definitiv sehr, sehr nützlich. Wie ich zumindest finde. Also von der Angriffsformeln war das eigentlich meine Lieblingsformel, muss ich gestehen. So, dann dort und wieder dort zurück und dann kommen wir wieder in dem Mini-Boss-Raum an. Aber interessant, dass der Morbius dort so extrem stark war. Also der hat wirklich sehr, 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 sehr viel Schade ausgehalten. Mehr als der Mini-Taurus. Also wenn man nicht gerade Angriffslevel 2 oder 3 übrig hat, dann kann der Kampf sich echt extrem strecken. Deswegen sollte man gucken, dass man wirklich sein Angriffslevel sehr hoch gepusht hat. Und gerade der Hund, der bringt's schon wirklich. Kann man echt, ouch, kann man echt so sagen. Mann, Ometer, ich bin echt der Satyr-Magnet. Das gibt's doch gar nicht. Und nimm das. Nimm das, grässliche Unhold. Sehr schön. Und weiter geht's. Weil hier in dem Ackermann erreicht Level 16. Wie gesagt, in dem Tempel, da fliegen echt die Levels. Aber ist ja nicht immer so. Mann. Ist echt nicht immer so, deswegen sollte man das wirklich ausnutzen, so gut wie es geht. Aber ich persönlich, habe ich ja schon ganz am Anfang auch gesagt, ich bin nicht so der Fan von den Tempel. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich sind sie ja echt schön gemacht und es ist auch sehr cool hier und so weiter und so fort. Aber es ist einfach nicht so meins mit den Tempel. Eigentlich müsste ich sie ja mögen, weil ich ja auch auf provinzialrömische Archäologie und generell auf Römer spezialisiert bin als Archäologe. Aber trotzdem, irgendwie liegt es mir nicht so. Es liegt mir nicht so, das Ganze. Manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man so eine Grundabneigung gegen Level hat. Viele Leute mögen das so gerade. Also gerade diese Tempel hier sind von vielen Leuten, die Secret of Evermore gespielt haben, das absolute Favoritegebiet. Aber für mich war es immer so rotes Tuch. Das tut mir eigentlich echt leid. Aber ich mach's Beste draus. Ich mache hier einfach das Beste draus und sammle 50 Juwelen bei Sabablob. Schleimüberreste-Ei. Ob irgendein Händler die Juwele dann annimmt, ist fraglich, aber ich glaube, dann macht das nichts aus. Wie geht's da jetzt hier wieder zurück? Das ist die Frucht, das ist definitiv die Preisfrucht. Da komme ich nimmer zurück, aber eventuell kann ich hier einfach die Brücke runterspringen. Ah, stimmt, da war ja das, genau. Ui, getroffen, aber ich schätze, ich brauche einen anderen Speer. Ja, wir brauchen einen, der ein bisschen härter ist. Deswegen nehmen wir hier der Bronze-Speer. Und den Wurf, den ihr so gesehen habt jetzt, das ist eigentlich die Spezialattacke, wenn es ganz aufgestuft ist, das Ding. Und den Bronze-Speer haben wir auf jeden Fall gebraucht, um im Haupttunnel dann den Weg zum Endboss freizuschalten. Das ist der Weg, der ganze Terz, um den Bronzespeer zu kriegen und dann zum Endboss vorzukommen. Ja, sehr schön. Ich muss gerade mal gucken, wie lange haben wir da noch, bis unser Speerchen... 91. Könnte man eventuell hier auch noch packen. Dass man noch so eine kleine Trainingsrunde hier einlegen.
Und einfach mal Gegner nochmal killen und dort mit relativ... Ah, das sind wir schon durch. Okay. Und dort mit nochmal relativ gutes Level erreichen. So, wo sind denn die Blobs hier in der Gegend? Blobby, Blobbylein, Blobby Williams, wo bist du? Na, da ist er. Zack, auf die Schniss. Und jetzt muss ich darauf achten, dass ich auch wirklich die Gegner platt mache und nicht mein Hund. Hua. Auf 92, okay. Ich würde sagen, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch, damit ich auch im Kampf gegen den Endboss auch wirklich mit meinem Superspeer dann kämpfen kann. Und danach kann ich dann den Bronzespeer aufpumpen, weil Speere sind hier in dem Spiel definitiv meine favorisierte Waffe. Genug Nektar habe ich auch noch, alles klar. Nein, erstmal attackierst du mal nicht. Erstmal bin ich derjenige. Oh Mann, scheiße, das war der Neve. So ist er. Zack, und rufende Wetter. Ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen rumgurken und meinen Speer aufpowern, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Gehen wir gerade mal in das Gebiet rein. Ah ne, Quatsch, da war der Mini-Taurus. In dem Gebiet werden wir es definitiv nicht vollkriegen. Aber jetzt sind ja auch wieder die ganzen Blobs respawned. Dann kann ich mich auch an denen noch austoben. Und hua, zack. Ja, 96. Es rückt allmählich in greifbare Nähe das ganze Level. Das endgültige Level 3. Nee, Hund. Das mal nicht. Das mal bin ich dran. Hua, sehr schön. Aber ich will einfach für den Endboss nochmal das allerendgültigste Level haben, damit ich da auch nochmal so richtig Schade machen kann. So. Und danach kann ich den Bronzespeer aufleveln, weil der ist natürlich auch nochmal eine Nummer stärker. Mist. Der ist einfach eine Nummer stärker und mit dem kann man auch mehr Schade reißen. Nichtsdestotrotz will ich aber auch die Speere wirklich voll gepusht haben. Wenn schon, denn schon, dann sollte man auch das Maximum aus seiner Waffe rausholen, wie ich finde. Nein! Mist. Okay, weil die Mais, die Rat, die werde ich sowieso nicht treffen. Da bin ich ein zu schlechter Schütze bei sowas. Und wäre einfach nur ein paar Zufallstreffer mit dabei habe, wenn ich das mache. Okay, ist kurz davor. Wahrscheinlich nur noch so 2, 3 Gegner, vielleicht auch nur einer. Und gucken wir mal. Jawohl, Speer erreicht Level 3. Wir haben Glück gehabt. Sehr, sehr geil. Falls ich auf den Hund wechsle, machen wir jetzt auch mal hier auf Stufe 3. Dann will ich euch das mal kurz zeigen. Ihr habt so gesehen eigentlich, wie der Speer geworfen wurde bei der Brücke. Und so sieht es dann aus. Der macht einmal eine schöne Drehung. Hoppla, jetzt habe ich noch so viel mitgenommen. Ja. Und das macht ordentlich Schade, das Ganze. Dann rüste ich jetzt nochmal kurz den Bronzespeer aus und dann macht er das schon automatisch hier, wo er steht. Da ist es. Und einmal gut gezielt und futsch. Und sogar noch das Vieh kaputt gerissen dabei. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt wieder auf meinen normalen Speer wechseln und kann nochmal die Zauberbrücke-Formel machen. Und dann speichere ich jetzt noch. Und ich steht Sarah, der Endboss, denn... Uah, Mist. Mistvieh. Also manchmal sind die auch echt an der dappigsten Stelle. Warum auch immer diese Zivilistin... Uah, warum auch immer diese Zivilistin hier einen Satyr bei sich hat. Vielleicht ist das ihr bester Freund, ich weiß ja nicht. Verstecken die Stachel uns da mal und Klick habt. Es bilden sich ja auch mal manchmal wirklich die merkwürdigste Freundschaft daraus. Ich weiß es jetzt nicht zu beurteilen, ob die Kumpels waren oder nicht. Auf jeden Fall stört uns der Satyr hier. Und jetzt ist er nämlich da. Scheiß Typ. Egal. Zum Gruß, Freund. Magst du nochmal speichern? Ah, jo, will ich das. So, Spiel speichert. Im Kolosser-Tempel. Wiedersehen. Und ich mache an der Stelle jetzt einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.